Robin, Joel, gibst du so an, dass es an deine Beziehungen groß Muschtunterschiede, vielleicht sogar Hierarchien gibt? Joel, die einzige Hierarchie in einer Menge Beziehungen sind am Bett. Das heu aus Maybe Sex. Wir schwatzen als Mittwoch über ein anderes Thema zur Sexualität. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Als Mittwoch, freitagsmittags um 3 oder auf www.sexpodcast.lu. Moin und willkommen bei Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Und wenn wir so für alle Menschen mit einem Körper, dann machen wir ja keine Unterschiede zwischen den Leuten. Das heißt, es gibt keine Hierarchien zwischen unseren NolausstrerInnen. Wir haben nicht alle Guten selbst gern. Auch wenn wir alle Guten natürlich hoffen, dass unser Podcast ihre Lieblingspodcast ist. Aber das ist nicht Thema von diesem Podcast. Thema von diesem Podcast sind Hierarchien an Beziehungen. Robin, was ist dann für dich eine Hierarchie? An Beziehungen, Unterschiede am Mut und Aufschluss, meine ich, ist relativ gut als so eine allgemeine Definition für mich. Joel, was ist deine Definition? Was ist eine Hierarchie für dich? Also, ich hätte gesagt, Hierarchien ganz allgemein sind, weil Leute oder Sachen, wir schwätzen ja heute meistens über Leute, an einer Beziehung zunächst stimmen, wo dann eine Person mehr oder einfach musst über die andere hat. Ich gebe aber so, dass das nicht immer muss antagonistisch sein. Also wenn du zum Beispiel an einer Familie ist, dann ist es meistens so, dass die Eltern mehr musst über die Kanton, einfach weil sie mehr alt sind, weil sie können bestimmen, weil es Gesetze geben und so weiter. An dem besten Fall ist das aber kein, also ist das eine hierarchische Beziehung irgendwo, weil die eine Person definitiv mehr muss wie die andere. Aber am besten Fall ist die halt nicht antagonistisch, also da sind dann nicht irgendwie, da den die Musst missbraucht, vis-à-vis von seinem Kant, mehr sie eben für seine Kant ersetzt auch. Und dann können Hierarchien eben auch sein, dass Sachen oder Konzepte unterschiedlich gewährt gehen. Also zum Beispiel Gold als mehr wert wie Silber. Ich meine, was man dann innerhalb von Beziehungen oft nicht so gesehen sind, so die informellen Hierarchien. Also zum Beispiel eine Person ist mehr alt wie die andere. Fallen dir da unter anderem Beispiele an, wo vielleicht nicht so klar ist, dass es eine Hierarchie gibt, weil es irgendwo ein Organigramm gibt, wo die eine Person über der andere steht, mir wo dann für dich, ja, mir hat ja auch schon das Wort Musst ugeschwert oder Muscht-Unterschiede, wo es dazu Hierarchie kommen kann. Ich meine, so Beziehungen ist ein ganz groß für mich Suchen, also finanziell. Mir dann aber auch zum Beispiel, wenn es so geht um Zeit, anscheinend du kannst um Arbeitsrichtungen gehen, dass zum Beispiel eine Person immer mehr Zeit hat und dass dann, ob die Person mehr Care-Arbeit zum Beispiel fällt oder mehr Erwartungen gesagt gehen. Ich meine auch, dass Muscht immer situational bedingt ist. Also, dass zum Beispiel, an der merke ich auch gerade an einer neuen Beziehung, an der ich sehe, dass ich auf verschiedene Sachen viel mehr weiß, auch viel mehr Erfahrung habe. Die Person ist ganz neu zu nicht Monogamie und ich halt wirklich nicht. Und dass das definitiv ein Muscht gefällt ist als zwei aus, wo sie einfach das Wissen nicht tut, aber wo ich an einer Position sehe, wo ich kennt dadurch mega ausnutzen und wo ich auch muss aufpassen, was ich so an der Hinsicht, dass ich weiß, dass die Person alles, was ich so am Thema nicht Monogamie mehr beim Wohllebt, weil sie nicht hat, wo man sie das gegen steuern. Und andererseits hat sie auch Sachen, über die sie viel mehr weiß, aber wo ich mich da fühlen, so, Muscht gefallen ist an der Hinsicht mehr an der anderen Person hier im Favor. Was fällt dir noch, Joel? Ja, ich fand das ein cooles Beispiel, weil es ja weiß, dass es halt nicht immer so an eine Richtung geht, aber dass es doch ganz komplex kann sein, so die Muschtgefälle, die es auch Beziehungen kann geben. Was mir noch angefallen ist, dass das Alter, worüber wir ja schon eine Episode gemacht haben, dass das ja auch kann Muschtgefälle auslesen, auch einfach dadurch, dass die Person einen Erfahrungs- und Wissensvorsprung hat und dass da vielleicht auch dann einfach mehr so wirkt, auch wenn die Erfahrung vielleicht nicht so da ist. Der Lebensaufschnitt, ich weiß nicht, ob das unbedingt immer mit dem Alter zu tun hat, aber ich kann mir auch vorstellen, dass du zum Beispiel gleichaltrig ist
an die eng Person geht nach an Schule an die andere geht schon op Uni, dadurch ergehen sich einfach ganz andere Lebensrealitäten an Deelweis vielleicht dann noch so Hierarchisierungen. Unterschiedlich, dass es vielleicht sogar mit Uni a Vollzeit schaffen, du hört die eng Person zwar mehr suchen, mir definitiv mal eine Zeit, an der vielleicht auch an der Pension sind, an der nicht an der Pension sind, kann ich mir auch vorstellen, du weißt schon nicht so viel darüber, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das auch gerade an also einer Zeit, wo zum Beispiel den Ehepartner nach nicht an der Pension ist, an den anderen aber schon, dass das kann zu Hierarchisierungen oder Musterunterschiede fanden. Dann auch die Wohnsituation, wenn ich eine große Wohnung habe und du easy an einem Gästezimmer Leute unterbringen können, an die andere Person hört vielleicht ein WG, wo die Stimmung scheiße ist oder sitzt auf der Straße. Ja, klar, das macht einen Unterschied. Dann gebe ich noch so eine Stellung an einer Organisation oder einer Gruppe. Also das muss nicht unbedingt an einer Firma sein, aber das kann auch eine Politgruppe sein oder ja, allmähliches, ich weiß nicht, Scouten oder so. Und oft ist es so, dass an den Organisationen Hierarchien gehen, entweder weil die Organisationen hierarchisch organisiert sind, wie zum Beispiel die meisten Firmen oder Scouten auch, mehr auch einfach informell Hierarchien, zum Beispiel durch Wissenschaftsschäder oder weil Leute halt mehr machen und dürfen halt mehr Must in einer Organisation haben. Und die Hierarchien können aufheben auf Beziehungen. Also sogar, wenn man nicht mit dem Chef etwas hört, aber vielleicht von einer Person, die ja ein bisschen mehr eine Stellung hat, kann das aber dann an der Beziehung ja zu Konflikten führen, denke ich mal, auch noch zu halt so ja Mustdynamiken, die vielleicht echt ungut sind. Ja, und ich fand, dass all die Dynamiken sich auch gegenseitig beeinflussen, gell? Wenn's da, wie gesagt, du hast so gesagt, an der Schule wirst du schon auf der Uni, zum Beispiel mit der Person auf der Uni hat da wahrscheinlich Chemie unabhängig geht von Älteren, aber finanziell might be a bit trickier, weil die Person, die noch bei Älteren lebt, gleichzeitig, wie gesagt, wenn eine von den Partnerpersonen noch bei ihren Älteren lebt, dann wirft sich dadurch automatisch auf Beziehung auf. Aber gleichzeitig ist es einfach so, dass sich Sozialhierarchien so an der Gesamtgesellschaft sich natürlich auch über eine Beziehung aufheben können. Also an dem Sinn von wie Männer und Frauen zum Beispiel zu nicht stehen oder auch Issues, so Queer-Issues, Sachen von Race, Citizenship ganz stark. Und auch an einer Beziehung zu gucken, so hey, wie stimme ich zur Gesamtgesellschaft und wie beeinflusst das Beziehung und wie Hierarchien an einer Beziehung sind. Wenn eine Person auf multiple Ebenen immens vulnerabel ist, dann hat er natürlich auch einen großen Einfluss auf eine Beziehung. Gerade vielleicht, wenn eine Beziehung ein bisschen mehr Interdependency beinhaltet, also dass er das mit denen ein Leben aufbaut und sich an denen verwirft, ist natürlich auch ein Thema, wenn die eine Person weiß, mit europäischem Passport und cis ist, und die andere Person als trans nicht weiß und hat auch noch keinen europäischen Passport. So, wenn die Vulnerabilitäten sich dann auch an Beziehungen manifestieren und auch die Leute an eine Agency gehen, für auch vielleicht zu gehen oder das Changement an der Beziehung auch gleichzeitig ein viel mehr großes Changement für eine von den zwei Personen beinhaltet. Also zum Beispiel die Beziehung ist zu Ende und die eine Person muss aus der Wohnung raus und hat dann vielleicht mal nicht an die andere Person, der gehört Wohnung oder für die ist es einfach eine neue Wohnung zu finden, weil sie eben all die Privilegien hat, die du gerade aufgezählt hast. Genau, aber Beziehungen gehen halt Hierarchien an. Wie gesagt, dass sie sich dadurch bewusst möchte und auch sich bewusst möchte, wie sich dadurch Beziehung auswirkt. Ich meine, das ist schon eine kleine gute Überlegung zu, wie kann ich mit Hierarchien umgehen. Ja, wie kann ich dann da umgehen? Also ich habe mir ein paar Sachen abgeschrieben und es sind aber bei verschiedenen Sachen habe ich mal so Fragezeichen und drin notiert, weil ich aber nicht so genau weiß, ob das so die gute Idee ist. Also als erstes gebe ich denken, dass es wichtig ist, für darüber zu schwätzen und einfach mal das Ketten auf den Tisch zu legen und halt auch Sachen unzuschwätzen. Ich habe zum Beispiel so das Gefühl, dass so Finanzen auf viele Beziehungen vielleicht nicht so ein großes Thema sind, wie sie vielleicht sollte sein oder wie es gut wäre. Einfach auch, weil ich das Gefühl habe, deshalb sie den nicht so gern schwätzt, für allem, wenn den entweder gar nicht viel so hört oder wenn er viel so hört. Wie hast du das erlebt bislang? Also ich fand, das ist auch selbst kulturelles Schmirken als Lützebäuer innen immens, dass mir wirklich das Ding von we don't talk about money, like, dass mir einfach nicht über Suche schwätzen. Ich hatte doch an meine Lützebäuer Beziehungen viel mehr, dass Finanzen einen großen Deal waren an dem Sinn, dass ich einfach gemerkt habe, so, hey, es gibt nur Diskrepanzen und ich habe keine Tools, für damit umzugehen.
und das wirkt sich als Beziehung aus und ich kann nicht damit umgehen. Und seitdem ich in Holland lebe, ist wirklich eine Kultur von Decken, du schuldest mir 2,30 €. Also Holländer sind einfach wahnsinnig direkt. Und am ersten Jahr Uni haben wir Saläre negozieren geübt, wo ich bald vom Stuhl geflogen bin, weil mir das so unangenehm war. So, ich weiß nicht mal, wie viel das wegen Alter verdenken oder auch wegen Lützebäuer, ich pacht nach innen. Das war immer so ein Thema, so nur 2 Jahre, gouft dann ein so in der 4 Gehalt in der Hand geflüstert. Ich verdenke so viel so. Und dann war so, okay, wir schwätzen nie mehr darüber. Und ich merke natürlich in Holland viel mehr, dass ich mit meiner Partnerperson in Holland, wir wohnen dann in derselben Stadt und wie wir es begehen tun, waren immer beide Studis, beziehungsweise da hat gerade sein Bachelor fertig gemacht und hat sich, war ob Job sich. Und zu dem Moment, da war von Anfang an so, hey, ich schon am Moment nicht viel suchen, kann man darüber schwätzen, für das Beziehung für uns alle beide manageable ist. Und da haben wir darüber geschaut, wie Zeit du noch angefangen zu schaffen und du einfach angefangen relativ gut zu verdenken, haben wir auch halt darüber geschaut, weil ich noch an einem Punkt war so, hey, 50-50 Split, also irgendwie weird, wenn du mehr wie doppelt so viel Frick wie ich zur Verfügung hast. Und so doch, ja, ich gehe da ganz recht. Und wir hatten dann einfach ein ganz langes Gespräch darüber, okay, kreiert das da keine neue Unabhängigkeiten, weil es halt doch so war, ja, lauscht da, ich ging da mega rasch, ich fand es auch nicht fair zu so ein 50-50, von das bei dir doppelt so viel Prozent ausmischt wie bei mir. Ich soll einfach ganz absurd zahlen, wenn es da 300 € den Monat zur Verfügung hat und ich schon da 100. Natürlich ist dann ein 50-50-Split mega weird, wenn wir pro Monat 20 € für eine Beziehung ausgehen. Und dafür wird es auch mega offen für darüber zu schwatzen und gleichzeitig ist das meine allererste Kehr in einer Beziehung, dass wir nicht 50-50 splitten oder zumindest mehr oder minder. Mir das mir gerade drüber schätze, weil du wirst noch lange Studie sehen und ich werde weiter schaffen. Wie können wir damit umgehen? So für uns war es einfach für klare Aufmachungen zu kreieren und für darüber zu schätzen, aber für auch einfach ein Commitment zu machen, das Gespräch offen zu halten. Das heißt, dass ich kann immer bei sagen, also hey, können wir darüber schätzen, können wir einen kleinen Check-in machen oder dass da auch immer kann, ob mich so kommen oder so, und hey, können wir einen kleinen Check-in machen und man ist halt einfach so aufhören, wie sich das aufhält. Am Moment machen wir so 60-40 Split, weil ich auch nicht komfortabel war mit mir, weil ich ja auch nicht von Himmel aufhängig bin, in gar keiner Hinsicht. Und wir haben noch darüber geschwatzt, ja, was wäre ein Punkt, wo es nicht mehr so okay fanden. Und zwar so, ja, bei einem Punkt, wo ich mir Sachen nicht leisten, fändest also im 60-40 Split, während du dir so Bonuser, so Dinge, die die Welt nicht braucht, so in dem Sinn, kannst leisten. Wenn es also im 60-40 Split, da wäre mir unangenehm. Und ich so, ja, I completely agree. So, mich schon in das drüber schwatzen und dann doch nicht immer so als eine Konversation, mir als so eine ongoing Konversation halten, gut aus. Mir das geht natürlich auch nicht mehr bedenken. Ja, also ich fand das spannend, dass dazu ausgemäht wird, also cool für ich, dass irgendeine Lesung gefunden wird, weil das nämlich so für mich so die große Froh, ne? Einerseits 50-50, dass das nicht fair ist, darauf können den sehr mal, aber dann zu sagen, okay, da bezahlen ich dir alles, weil ich mich verdiene oder weil ich verdiene, dann du nicht, dann schafft der ja, also dann lebt der ja riecht an Aufhängigkeit ran, wenn den du nicht aufpasst, was die genehm möchte. Und ja, kann ihn auf der anderen Seite dann nur dafür sorgen, dass die Person sich dann Sachen nicht leisten kann, die sie sich am Anfang nicht leisten können oder wild leisten können. Also ich hatte eine Erfahrung, wo ich einfach so viel gestreckt hat und mir haben dann ausgemäht, dass ich die zurückkriege, nicht über Überweisung, mehr einfach, weil wir gemeinsam an der Vakanz wären und ich gebe dann so lange angelöst, gehen quasi bis das, was ich viel gestreckt habe, aufbezahlt wird. Und das hat pur Dich gedauert, bis das so wäre. Und das hat sich für mich extrem komisch aufgefallen, weil ich dauernd Gefühl hatte, ich gebe so angelöst gehen und so ausgehalten gehen. Und ja, dann hat ich irgendwie das Gefühl so, okay, ich bin in einer ganz komischen Rolle so von der Person, die ständig angelöst wird, die sich im Nicht Sorge machen muss. Und das hält einem irgendwie ja auch ein bisschen Agency, so selber zu dezidieren, oder muss ihn dann, also wenn ihn wirklich die ganze Zeit angelöst wird, aber nicht nur darum geht, etwas aufzubezahlen, weil das ja dann immer klar und ich habe dementsprechend noch nicht darauf aufgepasst, weil ich noch wild bestellen
ob das Medaille wäre oder nicht, mir war nicht so aus, aber wenn den tatsächlich die ganze Zeit angelötet wird, dann hört ihr auch eins und dann so schlecht Gewisse von wegen, okay, ich will vielleicht ich oder Toten trinken, den mit euren Drink mehr, ich bestelle aber die mit Böllischen, weil sonst muss die Person so viel bezahlen. Fun Fact an dem Kontext noch, und dann lass mich nicht mal reagieren, für eine pure Dich sind ich gewohnt gehen, dass das scheinbar freier, mir vielleicht auch heute noch, ich weiß es nicht, an Restaurant, selbst wie eine Damenkarte, wo dann am Menü die Preise nicht draufstehen. Oh. Was ich ein bisschen weird fand. Slightly sexistisch, aber ja, also den spezielle Problem, den ich gerade beschrieben habe, die Gift da mal da gelesen gehen. ja. Nee, just, dass du keine Dame bist. ja, ne? an den gesellschaftlichen Kontext, an dem da davon gehen, dass natürlich ein bisschen ein anderer wäre, so. Ja, mir am Anfang, also, ne, wenn ihr seht, hey, stören dich heute nur an und da seht ihr zu der Person, die zerwehrt, hey, können wir ein Quad mit Preise und ein Quad ohne Preise kreieren, das fand ich am Anfang schon mal süß. Ja, also das schon. Ich verstehe dich einfach mega. Also ich fand dann noch, dass bei den Sachen dann froh von der Antonalität ein bisschen könnt. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich an der Situation wie von, okay, mein Partnerperson oder darüber muss mir lo Trick bezahlen, mit mir geh raus und ich invitiere dich, dann gebe ich zumindest an einem bestimmten Punkt doch, wäre es so, hey, geh mal raus, für rauszugehen oder geh mal raus, weil es dir den Schuld begleichen muss, weil ich persönlich hasse nicht, für irgendwas etwas schuldig zu sehen. Und ich sehe auch, dass ich bei weitem nicht lang dummer bin. Und ich habe das dann noch auf der anderen Seite, weil ich aber auch, also ich hänge nach viele Studis, mir gerade auch als Studi, den aus Lützeburgische CDs kriegt, plus eine Arbeitstour, die bezahlt, sind ich aber auf einer Situation, wo ich dann aber mehr suchen, wie die Leute mich rundherum. Und das fand ich auch oft mega tricky zu handhaben, weil ich mir sind so, hey, you know, ich glaube daran to each of their ability. Und gerade wenn ich dann ein paar von meinen Freunden habe, die wirklich sind sogar schon nach 10 € für das sind, sind ich so, gar dicken, könnt ihr dann an tut. So, natürlich gibt mir doch nur nichts zurück für diese, was ich gekauft habe und was wir zusammen gekocht haben, so, das ist okay. Und ich weiß, dass das appréciiert das. Ich weiß aber auch, dass es ja auch eine Hierarchie abbildet vom Dinge von so, hey, you know, ich kann für dich bezahlen und dass die Personen dann das Gefühl haben, dass sie mal etwas schuldig sind oder sich das irgendwie anders müssen wettmachen, wenn es von meiner Seite aus echt darum geht, für die Hierarchien aufzubauen, an dem Sinn, dass ich nicht will, dass meine Freunde nicht ihr sind und nicht ihr sind, you know, also, ja. Das ist ja mega blöd, mit das, also, du weißt aber auch, was das für eine schwere Situation ist. Und dann ist es halt auch, kannst du froh von der Antonalität. Ich meine, das hatte ich noch nicht mehr. Also das aber auch eine Person, die mich auf einmal alltag gefroren, für zusammen Ofen zu essen, aber mir daheim zu kochen, dass ich mich dann noch gefroren, hey, frisst du mich, mal Zeit zu verbringen, oder frisst du mich, weil das gratis Ofen zu essen für dich ist. Oder wie, das wahrscheinlich nie entweder oder, aber wiefern kann ich Sachen intentional dann halten. Ja, und ich meine, du hast Suen und alles, was da mal zusammenhängt, das ist effektiv von den größten Ausleser von so Musterhierarchien und auch von ganz vielen Frauen, die ich nicht schon immer stellen muss, wie du so abgezählt hast. Und wo ich es ganz schwer fand, ja, da muss ich dann probieren, klar darüber zu kommunizieren, wann aber nicht für ihn das will, über Suen zu kommunizieren. Und vielleicht auch irgendwie so eine Art von Stolz hat oder so ein Druck von Lovel östlich mal arbeiten, auch wenn ich nicht so viel Suen habe. Das heinst du ganz tricky, ja, ganz komisch für den Modell zu gehen. So, gerade wenn es so Sachen geht wie, okay, du hast gar nicht mehr viel so und ich will dich anlösen, und die Person hat dann einfach das Gefühl, sie gibt etwas Schuldiges, dann können ganz schnell so Hierarchien entstehen. Und das, was du so als Beispiel beschrieben hast, das ist natürlich auch dann so die extreme Situation, die Kinder entstehen, wenn ich den das dann so ausnutzt. Und ich kann mir vorstellen, dass du auch an so manche Beziehungen, vielleicht nicht unbedingt romantische Beziehungen, mehr echt so freundschaftliche Beziehungen, der Situationen gibt, wo Leute dann einfach entweder das Gefühl haben, ausgenutzt zu gehen oder tatsächlich andere Leute ein bisschen ausnutzen, für eben gewisse Sachen zu kommen und diese sonst nicht dafür kommen. Und das ist natürlich auch schwierig und verschiedene Leute sind oder auch dann den hier Beziehungsmodelle bauen ein bisschen darüber ab oder den hier Kings
bauen sogar darüber op also dat mam Sugar Daddy also weiter dat huet jo och irgendwo sing Wurzeln daran. Ja gleichzeitig von der misch doch oft dir op 4 potenziellen Abü an dem Sinn dass zum Beispiel wie gesagt an der hypothetischer Version das Frontfummer net können sich e Mond lang ernähren ohne dass es die Hand invitieren dat as du dann noch ein eseitig aufhängig geht mech an wann ich wählt der kind staat auch abuseieren so du hast aber xy gemacht alle willst aber noch bei mir essen du nächste Mond xy müssen du für Suen ausgöst da ich dir nicht an gleichzeitig auch zum Beispiel also ich vertraue Menge Partnerpersonen hier in Holland immens mit kennt aber auch und Theorie so hey guck ich bezüle 60% und du 40% für das du einer Personen durchfiederst entweder du brichst die Beziehungen auf oder mir renegociieren als finanziell aufkommen sind da dass wir dann auch wie gesagt eine Muschposition wo ich dann ja den mir kurze Strehhalm zählen also viel über da den Schwärzen kann und muss gerade beim Thema suchen nee ich meine noch bei ganz vielen anderen Situationen also ich fand beim Wissen bei der Suchen also vielleicht noch relativ einfach für op den Tisch zu lehen für sich Regeln auszumachen für zu gucken okay komm ja probieren dat an engem Moos zu machen dat sich gleich behandelt fehlt an sein Leben kann wie will me bei Wissensunterschiede ist das ja schon für mich schwierig also so wann schon zurück auf dein Beispiel kommen so eine Person die sich nicht gut auskennt beim Thema nicht Monogamie an ja der kennst du jo ganz viel Dinge Meinung an den Präferenzen so quasi opdrecken an das da vielleicht ganz schwer für die Person für zu so okay dat du as quasi so wie aus an der du hast just dem Robin sing Meinung dat lässt sich da ja immer ganz schwierig trennen net Logie 4 werfen mir das natürlich Mensch einfach so beim Wissen nach für mich schwer für dann immer probieren klar zu machen okay dat du hast just dat war der schmengen und an dat du hast dat wo schmengen dat het wirklich so ass net weil sing bei ist ja net immer so gesagt so gut wann dat alles will transparent machen ne? Ja an ich mengen an Mengegem Fall ich liewe ganz autonom fokussiert net Monogamie in dem Sinn dass ich wirklich so ich schon nichts zu so die war dat wat mich net involviert als ab es wo ich liewen an wo ich auch so hey neue Person dat heiers Menge an der Weise net Monogamie zu machen kinder 100.000 andere take it or leave it so me ich kenne da wochen hier so nee so du musst Erlaubnis kreieren von mir okay sonst du mal deiner neuer Person Sex hast an du darfst nicht mehr mit denen an denen Personen Sex hören an da dass sie nicht Monogamie funktioniert an das entweder dat oder nicht also kein doch einfach ganz sehr an eine Position wo eine Person nicht weiß dass es Alternative gehen und dazu als nicht Monogamie ist Datei aber gerade von da wie gesagt noch angewickelt mit anderen Aufhängigkeiten, wie zum Beispiel einer Person, die Probleme hat für Mann vom Mond, hier die Essen zu bezahlen, da geht es tricky. Du bist ganz sehr den Leader von einem Cult, wann so weitergeht. Mit all den Aufhängigkeiten. Mein Ding ist, du willst sagen, hey, ich erwarte mir gut nichts von dir, außer dass wir nicht kommunizieren und vor allem nicht sehen und Respekt für den Hund. Ich erwarte mir gut nichts von dir. Und so, mein Leben, der Care für dich, ist nicht aufhängig darüber, ob wir Money Saxon oder als Kussen oder als Dating definieren oder was auch immer. So, für einfach so viel Freiraum zu lassen wie möglich. Und ich meine, dass das auch wichtig ist für die Fluidität zu ermöglichen und für denen Hierarchien am Anfang mit ganz expliziten Anti-Hierarchien entgegenzukommen. Also in dem Sinn wird zu sagen, hey, du bist mir nicht schuldig für die Hierarchie, die wir haben, in dem Sinn. Oder auch, just weil ich dich jetzt invitieren, heißt nicht, dass du nur musst mit mir ins Bett gehen. So, kannst auch heimgehen. Kannst auch so effektisch, du hast mich gesehen, so, you know, so, du bist mir nicht schuldig dafür, dass ich da Kaffee bezahlt habe. Oder auch nicht Monogamie weiß, du musst nicht mit mir in einer nicht monogamer Beziehung sein. Also, wir haben viel über Möglichkeiten geschwärzt für Ausgleichsmaßnahmen zu finden oder Agreements zu finden, Regeln zu schaffen, probieren die Machtverhältnisse, die es gibt, ein bisschen aufzuschwächen. Es gibt natürlich, du kannst das nicht machen. Also zum Beispiel, wenn es durch gesellschaftliche Stellung ein Machtverhältnis gibt
Et kann en meistens relativ schwer sei Pass irgendwie aufgehen. Die meisten Staaten hun es oder geint, wann en probiert Staaten loszugehen. Et kann natürlich einerseits die Person probieren zu bestürden und dummer da dann einen Zugang zur Nationalität zu schaffen. Mir das sind natürlich Sachen, die schwer sind und die auch nicht Südfrieden immer will. An die je nachdem wéien a Beziehungen a wie viel Beziehungen in lieft a wo lieft, ob en ze summen an enger Wohnung lieft oder net, méi oder manner legal sinn, an die vielleicht auch einfach net will mechen. Dufir sind dat Sachen, die vielleicht schwer ze ändern sinn, an dann wat nach mich schwer ze ändern ass gar onméiglech, dat das wann en an enger Organisation wie zum Beispiel enger Firma oder sos egent enger Gruppe unterschiedlich Stellungen huet an du können ja die Muschhierarchien, die op der Erbestö zum Beispiel immens groß sind. Ja, an also zur Staatenlosigkeit ist ganz sehr staatenlos ist definitiv Manner von egal welche Person op dieser Welt huet, geht net staatenlos. Don't. Mir ja, schon et gibt Situationen, du kann en Situationen und Menschen upassen oder Menschen und Situationen, an dem sind zum Beispiel besteht nies für einer Person einen europäische Pass zu verschaffen. Es gehen auch Situationen wie zum Beispiel in einer Firma, dass sie seht, hey, weil ich persönlich fand das wirklich eine riesengroße Hierarchie von vier Gesetzten für seinen Employee-Date, wo ihr seht, hey, lauscht da, wenn man wirklich genuinely Anterie an den Hunden, dann sollte von euch zwei wahrscheinlich da bestehen. Oder dass ihr einfach seht, hey, Inkompatibilitäten sind Inkompatibilitäten. Ich persönlich gibt niemals so vier Gesetzten von mir daten. Und du gibt natürlich auch Asterixen und etc., wo ich kann vielleicht drum rumschaffen. Also zum Beispiel, auf meiner Uni sind ich mit pur Tutors befreundet. Wie gesagt, Tutors sind Teaching Staff. Sie sind aber auch nicht mein Teaching Staff, mir in andere Fakultäten und an andere Programme. Und ich daten die auch nicht. Und ich fand da diese Situationen, so Grozone, wo ihr kann so Hierarchien, wo ihr die gut kann, also nicht diskutieren. Mit zum Beispiel meinen Asian Tutors. Ich hatte pur mega cool Leute als Tutor. Ich sind einfach sogar, was aber die Person, die am Anfang vom Tag mich gegradet hat, an der an der Muschposition zu mir war. Du kannst einfach nicht mal eine Freundschaft draußen rausgehen, weil wir einfach an der Position zu nicht stehen. Und das ist der Schuld, weil das voller schöner Menschen und weil das voller cooler Menschen. Und muss ich nicht schicken, die cool ist oder den flott findet oder mit der sich gut versteht, muss ich nicht immer daraus eine lebenslange Partnerinnenschaft oder Freundinnenschaft oder was auch immer machen. Können doch einfach dabei belosen, dass ihr seht, hey, 7 Wochen lang mein Tutor, mir hatte mega cool Konversationen, I appreciate you, see you never. Und schon das trifft der Ball alles so. Und hast du also doch einfach zu schwer, 4 Hierarchien zu überkommen. Und da soll den noch silos sein, fand ich. Also gerade, wo beide Personen nicht können, etwas aus der Beziehung gewonnen und daraus wussten und hier die Liebe besser machen durch die Beziehung, ich fand, da soll den einfach silos sein. Vielen Dank, aber den Tutors zurückzukommen, pardon, das interessiert mich einfach, wie du dazu stehst, wenn das Verhältnis rüber ist, also wenn du kein Kuren mehr bei den Personen hast und noch kein Misstuellen, gibst du dann okay fanden oder gibst du dann immer noch so, okay, du wärst einfach über mir und dafür geht es nie? Ich persönlich fand es nicht weird. Also ich hatte wirklich eine Tutor-Person, mit der ich mich mega gut verstanden habe und ich gesehen habe, auch nach Hans, also es schafft nicht mehr bei der Uni, hat gekündigt, ab 100 pro Monat an der US. Wir haben noch ein bisschen Kontakt mit denen, aber auch mehr so an einer Tutor-Beziehung. Also es haben wir gesagt, hey, ich gebe dir meine E-Mail-Adresse, falls du dann kein Reference-Letter brauchst oder falls du dann kein irgendetwas brauchst. Ich habe mich mega appreciiert als Studie. Und ich fand das doch einfach mega schön. Und ich schreibe der Person noch nach Hans, aber mehr so an einer so, hey, ich brauche Rotschlo. Und ich appreciiere die Meinung, mit das aber auch nicht wirklich ein Freundinnenschaft auf einen hecht an der Hinsicht. Ich merke wirklich noch stark, dass die Person einfach mein Tutor war und mehr an der professionellen Relation zu mir gestanden haben und auch noch immer durchstehen, obwohl es da auch mit Punkkonzerte könnt, die ich organisieren. Mir sogar da, wie gesagt, also die Person ist auch nicht so viel mehr alt wie ich. Ich meine, 4 oder 5 Jahre Ultrapunk, auch non-binary, mega coole Mensch. Und ich meine, wenn man es außerhalb von der Uni kennengelernt hatte, wäre man dick gut drin gehen. Mir persönlich also einfach zu weird. Und ich merke noch, dass von der Person ihrer Seite, dass sie auch da einen kleinen Aufstand bewahrt, dass sie sagt, hey, lausch da, du warst nun mal ein meine Studie. Und ich schon, also, ne, ein Studie, immer Studie. So. Fand ich spannend. Also, ich weiß nicht, ob ich immer da so strikt
gewicht wie wann dat der Fall gewicht wie bei mir ich hun auch mat engem freiere Prof von mir tatsächlich bis selbst wie eng Freundschaft gehabt war da wo auch als eng ganz andere Kontext in dem man dann zur Summe geschafft hun Lohn ja vielleicht ist das unter immer so die allergesundsten Methode für mat Leute umzugehen. Also hängt wahrscheinlich schon immer ein bisschen von den Leuten auf, von dem Kontext, an dem man sich bewegt. Aber ich fand das auf jeden Fall einen wertvollen Input, einfach darüber nur zu denken, wie will jemand so Hierarchien, auch wenn sie da vielleicht nicht mehr bestehen, gehen, weil sie ja trotzdem am Kopf nach können bestehen, aber weiterhin ein komisches Gefühl machen. Und ich meine, das Wichtigste an dem Fall, das Gefühl, das richtig ist und das sich gut dabei fühlt. Ja, und schon die Tutors, also meine Tutors, habe ich halt als Tutors kennengelernt. So. Zum Beispiel bei meinen Freunden, von denen noch manche Tutors sind, die habe ich einfach kennengelernt. Und Tutor war halt nur mal hier Jobbeschreibung. Genauso wie er doch hat, könnte ein Tischler sein oder, keine Ahnung, IT-Guy oder was auch immer. Wo dann irgendwann so war so, okay, du bist Star von der Uni, cool. Wir haben 2 Stunden lang über Gott und Wald geschwart, so. Ob mega da anhecht, das verändert auch nicht mehr. Wir waren halt nie mit an der Studie-Tutor-Beziehung. Und wir werden doch nie sehen. Okay, dann ist mir noch angefallen, weil es gibt viel schöne Leute auf der Welt. Das ist am Anfang ein gutes Argument für mehr Kooperativen an solche Organisationen zu schaffen, wo Leute ohne Hierarchien mit denen schaffen. Aber da muss ich sich trotzdem trauen, über Sex auf der Arbeitsplatz oder Beziehungen mit ArbeitskollegInnen stellen. Die werden wir an dieser Episode nicht mehr beantworten. Vielleicht können wir ja irgendwann eine Episode darüber machen. Genau wie über die froh Hund meine Beziehungen in Hierarchie. Also wenn ein an nicht monogame Beziehungen ist, dann tendieren die ja vielleicht dazu oder auch nicht irgendwie an eine Beziehung zu nehmen, Gestalt zu gehen. Und dann kann ja auch vielleicht die Idee kommen, für die zu hierarchisieren. Aber wie ein mit so Gedanken an vielleicht Konzepte umgehen könnt, das werden Robin und ich an einer späterer Episode beschwätzen. Das versprechen ich hier auf dieser Platz. Fremdestrop. Dann bleibt mir just noch zu sagen, merci Robin für das interessante Gespräch. Merci ich alle Guten für Nullaustren. Bleibt uns gewogen. Und drückt all die witzig Knapper schon auf alle möglichen Podcast-Apps für euch zu abonnieren, zu liken, zu bewerten. Shared alle Sachen auf Instagram und anderen sozialen Netzwerken. Das möchte euch ganz viel Frau. Und sorgt dafür, dass andere Leute diesen Podcast auch besser finden können und sich auch können unseren Gedanken an Ergüssen erfreuen. Das ist ein Schluss wieder. Wir hören uns in 2 Wochen. Adi. Ciao. Ein gut froh. Gut gefroht. Ein gut froh. Was ist Chemsafe? An der letzten Rubrik haben wir definiert, was Chemsex oder Party and Play ist. Wen typischerweise mit mischt, dass es oft am Grupp ist, und wir sehen, ob die Risiken angehen. Das Kehr schwätzen wir mehr im Detail über die verschiedenen Substanzen, aber wie sich beim Chemsex oder allgemein beim Sex unter Einfluss von Substanzen schützen kann. Den Term dafür ist Chemsafe. Bei Risiken und Nebenwirkungen, wenn die Gruppe Sex hat, Sex beim Feiern an rausgehen hat oder Sex hat, nur dem ihr Substanzen hält, die illegal sind, anders nicht an einem Hetero-Kontext, also es vielleicht nicht so einfach mit seinem Doktor, Optiker, seinen Älteren, Kollegen, seinem Hund, seiner Katz, seinen Therapeuten oder so seinem drüber zu schwätzen. Me grad an so Kontexte, wo nicht nichter ist, als das Risiko, dass etwas schief geht oder ihn immer mehr an die Zähne rutscht, an eine Sucht entwickelt, mehr heisch. Grad dafür ist es wichtig, von Anfang an probieren, safe zu bleiben, sich nicht zu verstoppen und den Tabu zu brechen. Es geht hier um Sicherheit, anderem das Risiko zu minimisieren. Nicht alle Personen, die Drogen hält und Sex hat die Problem. Es hängt zum Beispiel davon ab, ob in der Thailand möchte, für zu experimentieren oder es den zentrale Fokus an einem seinem Leben ist
an e viel ënnerte Konsequenzen leit. Déi éischt Substanz iwwer Thema Hautschwätzen, déi oft genutzt gëtt as Methamphetamin, auch nach Crystal Meth genannt. Se wirkt virun allem op Dopamin- an Serotoninrezeptoren. Den Effekt ist stimulierend, et fühlt sich méi wackrig, méi bockig, et traut sich méi an et fühlt sich méi selbstbewusst. Darüber heraus viele verschiedene Leute sich paranoid, mit depressiv an et ënnerdrückt Hungergefühl. Op Langzeit ist es auch schlecht für das Herz, an der Risiko von einem Herzinfarkt oder Schlaganfall gehen rup. Es besteht auch das Risiko, eine psychotische Episode zu machen. Meth kann in einer Pipe fummen, sniffen, Bootybumpen, also direkt anal anholen mit einer Spritz oder es injektieren. Er soll ihn aufpassen, sein eigenes Material zu benutzen, für sich nicht mit Hepatitis C, HIV und andere Krankheiten unzustierchen. Obwohl ihn nicht direkt körperlich süchtig wird, besteht ein hohes Risiko von einer psychologischen Abhängigkeit. Es ist dann schwer nichter, also ohne Meth Sex zu haben oder stressige Situationen ohne Substanz zu überstehen. Es besteht das Risiko, dass ihn durch Meth keine Erektion hält, auch wenn ihr wählt viel lang Sex hat. Der Calm-Down, also der Kurder, kann immens hart sein, besonders wenn ihn es überdies an einer großen Dosis hält. Mephedron, auch nach Miau Miau genannt, wird auch oft benutzt. MCAT wird oft mit Substanzen wie Ecstasy oder Kokain verglichen. Diesen Stimulant hat Effekte wie Euphorie, Redeschwall, wackrig sein und ein starkes Gefühl von Verbundenheit und Empathie mit anderen. MCAT erhöht das Risiko von einem Herzinfarkt und einem Gehirnschlag. Andere Risiken sind Verletzungen am Mund, an den Schurt und den Zähnen, Paranoia und in Notdel ist, dass die Substanz stark nach Katzenpiss riecht. MCAT wird gesnifft, anal geholt oder gespritzt. Den Effekt hält nicht lang an und Nutzer holen regelmäßig mehr an mehr große Quantitäten und es kann schwierig sein zu stoppen. Es kann auch gefährlich sein, die Substanz mit Alkohol oder mit anderen Substanzen zu mischen. GHB oder GHL ist auch belebt. Die Substanz ist ein Depressant, also etwas, was beruhigt und in Ruf bringt. A kleinen Dosen fühlt sich euphorisch und traut sich mehr, dass sie Männer inhibiert, dass sie mehr bockig und mehr sensibel, wenn ihn angepackt wird. Es fühlt sich mehr relax und mehr los und es relaxiert und öffnet die Muskeln. Das macht Sexpraxen wie Fisting mehr einfach. Es ist schwer zu dosieren und das macht den auf den Milliliter genau. Es muss ihn auch aufpassen, wie nie ihn es hält und wie lange in zwischen den Dosen währt. Dafür besteht das Risiko, überzudosieren. Eine Überdosis kann fatal sein und es kann ihn auch schwach fallen. G mischt süchtig, auch weil er sehr eine Toleranz aufbaut und dann immer mehr davon braucht, für Heut zu gehen. Wenn ihn abhält, kann ihn Entzugserscheinungen kriegen und je nachdem wie, muss ihn einen medizinischen Detox machen. Für so safe wie möglich zu sein, ist es wichtig, sich so gut wie möglich zu informieren. Nimmen an dem du dich den Grenzen und Effekte und Risiken von den Substanzen und Sexpraxen kennst, kannst du bewusst entscheiden, bis wohin du gehen willst. Fang los an, für mal zu gucken, wie du auf etwas reagierst. Wenn du dich unsicher, unwohl oder unter Druck gesetzt spürst, geh. Wenn du etwas Neues ausprobierst, ist es gut, das mit Personen zu machen, die du kennst und denen du vertraust. Setz den Grenzen an, entscheid, was du machen willst, ehe du anfängst, also wenn du noch nicht dabei bist. Überlege, wie du dich schützen kannst, sie wird mit Loop, mit PrEP oder PEP-Treatmente, also Medikamente, die dich vor oder nach Kontakt schützen, mit Kondome, properem Material oder Händchen. Wie bei all illegalen Substanzen, wir sehen nicht unbedingt, ob das
dran ass, wat drop steht, an wie stark Substanz wirklich ass, wat de weitere Risiko bedeit. Vermeiglech test Substanzen eider Appes holt oder beschafft ze vu Personen, denen er traut. Schreib op, wat an wievielste Hölz fir eng Iwersicht ze halen, an och das medizinisch Personal et sehr wees, falls et zu engem Notfall komme ging, ans de Hölf breichs. Probéier Party and Play oder Campsex maximum eng nuch zu hunn, so dass du no schlofen an normal ise kannst. Fannst du ob eng nei Platz gehst, Dealding, Location, also der Standpunkt mat engem an check regelmäßig an, fir sicher zu goen, dass du sicher bist. Edukéier dich iwwer Risiken an Leier, weis du reagiere kannst, falls eng einer Person eng Iwerdosis mischt. Sieft da bewusst, wie eng Risikoen komme können, wanns de Substanze mischst, a wie eng Effekte dat mischt. Egal wofür du dich entscheidst, hoffe ich, dass das Rubrik dich motiviert wird, dich weiter zu informieren und dich so gut wie möglich zu schützen. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreiweis auf sax@ara.lu. Frohe gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mehr annehmen nennen. Über Feedback freue meist immer. Ihr fand Mayway Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sax, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit finanzieller Unterstützung vom Minister für Education, Kanner und Jugend. Und mit freundlicher Unterstützung von Graffiti, der Jugendsendungen Radio ARA. Das Minister für Education, Kanner und Jugend an Graffiti gehen all Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf. Genau, gib mir Sekunde, ich in Wasserflasche. Okay. Du, 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 du.